Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Wir möchten gerne heute an unserem Junk Journal weitermachen, wo wir das letzte Mal schön dekoriert haben. So, das ist der Verschluss. Die Seiten sind drin, aber es ist noch leer. Und jetzt möchten wir das gerne füllen. Wir fangen wieder mal mit etwas ganz Einfachem an, und zwar einem Dreiecktäschchen. Und zwar super, mega easy. Einfach, aber total effektvoll. Und zwar habe ich da einfach nur eine Ecke rausgerissen aus einem so einem Tierlexikon. Da habe ich noch ein Sommervögel draufgeklebt. Und dann ist das da einfach so ein wunderbares Täschchen. Da zum Beispiel habe ich nochmal so eins im oberen Ecke. Da ist auch noch ein zusätzliches Sommervögel drauf. Und da hätten wir also eins aus einem Blümli-Lexikon. Das wäre eigentlich so. Und der Rest, der noch gerade Führung war, habe ich gerade unten noch reingeklebt. Oder wenn man dann irgendetwas Grösseres hat, könnte man das theoretisch auch gerade so rein tun. Das sieht doch auch wunderbar aus. Ja, eben, es ist super einfach. Das kann man selbstverständlich auch mit DigiKits machen oder mit irgendwas, mit irgendeinem anderen Papier. Ich habe für das hier die Lexika. Ich muss gerade schnell schauen. Da sind Sommervögel drin. Ich glaube, ich werde Sommervögel für das da. Das brauchen wir nicht. Was haben wir auch noch? Der Pflanzen. So, oh, da finden wir doch sicher auch noch etwas Hübsches. So ein illustriertes Pflanzenlexikon. Oder dann hätte ich hier noch Alpenblumen. Oh, die sind aber auch recht herzig. He? Da könnte man zwar auch etwas nehmen. Das würde mir jetzt noch recht gut gefallen. Ja, weißt du was? Ich glaube, ich nehme gerade das. Das oder das? Das ist ein bisschen feiner. Ah, ist egal. Wir nehmen hier den Steinbrech und das Polsterleimkraut und die Alpenazalee und den Dachhauswurz. So. Prima. Einmal. Und dann, was haben wir gesagt? Sommervögel. Spinnen vielleicht nicht gerade unbedingt. Wir könnten auch hier so einen grossen nehmen. Weißt du, wie hübsch. Das könnten wir doch. Wieder da. Probieren, diesen nicht zu brechen. So. Das ist nicht sehr dreieckig, he? Machen wir es noch ein bisschen dreieckiger vielleicht. So. Ist das ein bisschen dreieckiger? Auch nicht wirklich, aber es macht nichts. So, und dann... die sind ein bisschen dunkel. Ich hätte lieber etwas Helleres wählen. Sollen wir die blauen nehmen? Das sind wieder so komische... Das sind so Spinner, die sind so dick. Aha. Die wären dann noch herzig, aber die sind auch recht dunkel. Die sind irgendwie alle ein bisschen dunkel. Das liegt dann am Buch. Ich denke, ich nehme mir da so... So. Die hier. Sehr schön. So und so. Jetzt haben wir zwei sättige. Dann nehmen wir doch hier noch eins für oben. So. Ja. So. Ja.
Genau so habe ich das wollen. So, da hat es mir jetzt aber ein bisschen sehr den Rand ausgefranselt. Ich hätte gerne ein bisschen geräder gehabt. So, du musst weg. So. Das gefällt mir nicht so. So, dann tun wir jetzt doch das noch ein bisschen inken. Und zwar, da haben wir so blaue Sommervögel. Könnten wir auch ein bisschen mit irgendetwas Blauem inken. Das ist zwar vielleicht auch ein bisschen dunkel. Ja. Einfach probieren. Einfach probieren, geht über Studieren. Oh. Macht das etwas? Oh ja. Ui. Das ist ein bisschen viel gekommen da. Das kommt gut. Oh. Das darf schon ein bisschen. Das darf schon ein bisschen blau sein. So. Voilà. So, jetzt hat man hier zwar aber auch noch können von diesen Sommervögeln noch eins rausreißen oder auch noch so eins draufkleben, ein bisschen schräg. Das würde auch für eine Farbe passen zum Inken. Ich glaube, ich tue hier mit Braun. Ja, das kommt, glaube ich, gut. So. Und da, wenn wir da auch noch irgendetwas Zusätzliches draufkleben, oder nicht? Nein, ich glaube, der bleibt, glaube ich, so, wie er ist. Ich glaube, der bleibt so. Oder wir könnten den natürlich noch auf etwas, auf irgendein gemüstertes Papier draufkleben. Und da würde ich das da noch gut passen. Eigentlich hätte ich irgendwie rosa wählen, aber jetzt habe ich fast das Gefühl, ich muss dann auch schauen, dass das Zeug wieder anständig zusammen tut. Das würde fast noch ein bisschen besser passen. Oh, schau mal. Ja, schau mal. Hey. Das ist genau die perfekte Farbe für da. Rosa wäre wahrscheinlich ein bisschen zu kitschig gewesen. Was macht der Faden da? Den will ich nicht. Grün hat man natürlich auch nehmen, irgendetwas, das hier vorkommt. Sogar ein bisschen so blau-grau hat ihm jetzt noch gut gepasst. So, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich gerade gut. Ja, ey, und schau mal da. Da haben wir noch das Blümchen von dem. Oder das Rosetteli. Das Blümchen wäre ja eigentlich das oben dran. Von dem Hauswurz oder was das ist. Können wir ja dann schauen, ob das da gut drauf passt. So, einmal schön rundherum. Das noch. Ja, ich glaube, das kommt irgendwo so unten. Oder da, das ist ja theoretisch, wächst das ja bei dem da so raus. So, das. Und da. Also entweder könnte man das irgendwie so auf ein, auf so ein Papier drauf tun. Das ist zu klein.
Oder sowas. Oder dann so. So, voilà. Das da. So etwas, habe ich doch gemeint. Das sieht doch toll aus. Also komm, einfach mal machen. Einfach mal abrichten. So, und dann gibt es da ein grosses Täschchen. Oh, sollte der vielleicht noch reinpassen bei uns da. Ja. Nicht wirklich so. Vor allem mal schnell schauen, dass das reinpasst, weil das sind relativ schmale Seiten. Da geht nämlich gar nicht viel drauf. Das sollten wir vielleicht zuerst beachten, he? Bevor wir da irgendwie gross noch etwas austüfteln. Da können wir gar nicht weiter über. Wir können hier natürlich noch abreißen. Mal, warte jetzt so. Dann braucht es ja nicht so viel. So, Mama, schau jetzt. Oh je. Mir kommt wieder Zeug in den Sinn. So. Ma. Gut. Einmal so. Und eben, wie breit kann es da sein? Etwa bis da. Holy moly. So ein riesiges Täschchen wollte ich dir auch wieder nicht. Also muss das da noch dran glauben. So. So, passt denn das jetzt drauf? Das würde jetzt drauf gehen. Und das passt drauf. So, also, voilà. Ai. Gut. Dann wird das jetzt natürlich noch ein bisschen geginkt. Ja, manchmal ist nicht einfach alles nur so schnell gemacht. Da muss man noch ein bisschen studieren. Manchmal muss man tatsächlich noch ein bisschen studieren beim Basteln. Aber ich bastle tatsächlich auch sehr gerne einfach drauf los. Und dann muss ich halt 700 verschiedene Sachen noch holen. Und selbst wenn ich mir etwas ausdenke und meine, ich habe alles parat gemacht, kommt mir doch einmal während dem Basteln plötzlich gleich noch in den Sinn, oh nein, aber warte jetzt mal, wäre jetzt das nicht schön gewesen, wenn man jetzt hier noch hat. Und dann muss ich gleich wieder aufstehen und irgendetwas holen. Und selbst wenn es dann nicht gut aussieht, ist das ja wieder eine Erfahrung mehr, die man gemacht hat. Etwas mehr, was man wieder ausprobiert hat. Wo man vielleicht eben beim nächsten Mal weiss, oh ja, das habe ich doch schon mal ausprobiert, das hat dann nicht hergehauen, wie könnte ich es vielleicht anders machen? So, komm. Ja, so. Jetzt, nein, aber jetzt bin ich voll zufrieden. Jetzt finde ich das mega gut. So. Und jetzt haben wir doch gesagt, der hier will doch noch gerne noch ein Sommervögel haben. Hier noch einmal reinschauen. Und das für eins. Hier haben wir so ein schönes Orange. Was ist das? Vieri. Das Vieri. Ein kleiner Feuerfalter. Da haben wir doch den. So. Und dann haben wir auch das Blaue. Es sieht aus am Blauen, als wäre gar nichts dran. Aber es kommt gleich mega viel.
So, leg einmal rundherum. Komm, komm. So. Zack, zack, zack. Und schwupp. Voilà, das wäre es schon wieder gewesen. Und dann wollen wir auch gerade zuvorderst vorne anfangen mit diesen Sommervögeln. So. Ich glaube, das fände ich noch ganz herzig. Für das, was hier vielleicht viel bewegt wird, nehme ich jetzt, glaube ich, den Tacky Glue, um das anzuleimen. Eben genau, weil man dann vielleicht auch nur figuretelt. Wow. Dann möchte ich doch, dass das Teil gut hebt. So, leg. Und für das, was nur Deko ist, kann man auch ganz gut einen anderen Leim nehmen, der jetzt nicht bombenfest hebt, aber ja, bö. So. So, leg, da fliegt der davon. Hey! Eine Seite haben wir schon. Juhu! Ja, dann gehe ich jetzt in die zweite Signatur. Und leime mir da, glaube ich, den hier rein. Zuerst machen wir mal den Sommervogel auf unser Dreiecktäschchen. Aha, jetzt habe ich natürlich oben schon Leim dran gemacht. Theoretisch hätte man jetzt auch können, gerade ein Doppeltäschchen daraus machen. Dass wir den Sommervogel auch nochmal im Dreieck anleimen. Nur da und da. Und das wäre jetzt natürlich interessant gewesen. Aber ja noch, jetzt ist es so, das macht auch nichts. Schauen wir mal, wo der reinpassen würde. Das wäre noch so eine schöne Seite. Oder muss es nichts Braunes sein? The Secret Garden. The Secret Garden verdeckt es doch ein bisschen. Kann so etwas sein, wo komplett ein Kontrast ist. Nein, das gefällt mir jetzt nicht so mit dem Violett und dem Rot. Und mit dem Rosa. Rosa sieht es eigentlich noch gut aus. Oder auch, wo das Rosa sogar noch ein bisschen dunkler ist. Nicht entschlossen. Ich bin nicht entschlossen. Nummer 13. Nein, nicht unbedingt. He? Und da irgendwie. Weiss ich es nicht. Oder auch bei den Bergen. Bei den Bergen. Ja. Ich glaube, ich kann hier. Irgendwie glaube ich, dass ich hier gehe. So. Seht ihr, er ist doch schon recht knapp, aber wenn man das ganz gut anleimt, hier vor allem ganz am Rand, ganz im Ecke, dann sollte das schon haben. Und auch wenn das sehr, sehr knapp ist, einfach gut in die Ecken rausleimen. So.
Und hier ganz gut andrücken. Und dann hebt das doch prima. Prima-mässig. So. Mal, schau mal, wie wunderbar. So. Unten. Hier unser Blümchen, das ist ein bisschen zu wild, finde ich gerade. Vielleicht hier. Rosa würde es schon noch gut aussehen, aber auch auf dem Kaffee. Das ist so ein bisschen blau. Oh, aber schau mal. Aber da sieht man es dann fast nicht mehr. Also, ich denke, so leuchtet es richtig raus. Da verschwindet es schon wieder fast ein bisschen. Da verdecken wir gerade wieder die schönen Flecken. Und da hat es eben noch so ein bisschen blau-grauer Glitzer. Ich glaube, ich nehme das. Das gefällt mir jetzt gerade extrem gut. Und das. Oder wenn wir das da so ein bisschen drunter verstecken. Oder braucht es das überhaupt? Braucht es das überhaupt? Das sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube, wir lassen es. Wir lassen das, glaube ich, einfach. So. Voilà. So, sehr schön. Und das ist doch so ein super kleines, einfaches Projekt, das man so schnell zwischendurch machen kann. Und man hat schon etwas Wunderbares. Ich nehme mir da nochmal schnell das Kärtchen. So könnte das aussehen. Einmal so. Oder einmal so. Und einmal so. Hey, super, hat mir Spass gemacht, ist super schnell gegangen, ratzfatz, sieht gut aus und wir haben schon den Anfang von unserem Journal. Ich freue mich. Ihr dürft gerne mir einen Daumen hoch geben, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr dürft gerne abonnieren, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ja, kommt doch einfach wieder schauen. Da hat es noch ganz Haufen freien Platz. Wir möchten gerne noch ein bisschen mehr daran arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!